Ik wil jullie hier alle welkom heten. Es ben al zijn dat het ziel van deze kerk is, wie willen mensen leiden zum Jezus nu volgen. En mijn ziel van deze morgen is ons leiden zum Jezus van harten danken. Mijn naam is Johnny Loewen en ik zie dankbaar voor de gelegenheid hier vandaag met de boodschap te dienen. En voor deze Thanksgiving Sunday, dat wat we plottig worden Arnten Dankfast namen hier in Canada. Wir anfangen mit dem Gebet. Vater im Himmel, wir kommen diesen Samaris für dich und wollen dir danken. Du bist ein Gott, der für unsere täglichen Dinge versorgt. Du hast unsere Rettung vor dich gemerkt und du hast uns auch eine ewige Friedenstätte gemerkt. Wir danken dir für dein Wort, wo wir deine Liebe für uns empfangen und den Weg, wo du uns hast uitgelegd nu te gaan. Sie met ons alle van dir und verhelp uns, die wirklich von Herzen zu danken und dann, wo unsere Umstände machen sind. Verhelp mich in meine Abgabe und sehe in diesen Morgen und uns alle. Das beten wir in Jesus Christus seinen Namen. Amen. Weet je wat hupsvliegen sind? Op Engels zijn dat fleas. Ik wil damals voor ganz unspoorted Eis vertalen, wat nog euer sind aus dem Megen. En weißt van jullie zijn vielleicht bekannt mit Boeingschrouden. Als wir in Paraguay woonden, wir dort eine Arbeit, was mir nicht erscheint ging. Besonders de Sommer, wenn es so warm wird. Mir jagt dort all von der Hoverboeing, und wenn du danach mal Hüpsfliegen mag werden, dort mögt das dann noch viel Dollar zum Jagen. Mir jagt das noch mehr, bloß noch 3 denken. Wenn ich weiß, dass du mag die Boeing oder den Hoover Hüpsfliegen mag werden, dann ging mir die Arbeit noch viel schlechter. Und hier ist noch eine Geschichte von Hüpsfliegen. Corey und Betsy ten Boom waren furchtlose und barmherzige niederländische Christen, wo viele Juden geholfen haben, von den Nazis zu verstärken in der Zeit von dem Zweiten Weltkrieg. Die ten Boom-Familie hat mitgeholfen, mit ungefähr 800 Juden von Polen rüberzuschmuggeln, omdat sie nicht von den Nazis durchgemerkt wurden. Als die beiden Schwestern nicht festgenommen werden, für das Landesgesetz brechen, wurden sie im Gefängnis in Ravensbrück, Deutschland, angestaubt. Und in die Häuser, wo sie nun hüsen mussten, waren große feierkonntige Stalls mit 3 Schichten hoch, wo sie schlupen mussten. Die werden so dicht taub, dass man eine Person auf einmal dort waschen gehen kann. Und stinkiges Stroh wir verspreid auf die Stalls, wo hunderte Frühsbuben schlupen mussten. Als sie erst in den Schlupfstuhl waren, waren Corey und Betsy hastig an, dass sie nicht können Glück absetzen in ihr Bad, und sie ihre Kabel und Bad boven kielen würden. Und sie lehnten sich dann durch und kämpften mit amoklich worden, wegen das stinkige Stroh. Und mit eins hastig recht Corey sich ab und kielt sich den Kopf und den Brat von das Bad boven an. Hat was am Bein gebeten. Hüpsfliegen, soll ich sagen. Betsy, die sind alle wehen. Sie kropen hastig uit ihr Bad uit, gingen verlängs den schmalen Gang, was sie im Licht waren. Kijk hier, und hier ist noch eine, jommeriert Corey. Betsy, wo kann wir in so einem Platz als das am Leben bleiben? Wie sonst wo? Sagt Betsy ganz ernst. Dat geht Corey in Stutz hier, was sei dat erst sagt, dass das erste Beten deed. Corey, sagt Betsy mit uns ganz begeistert, hij heeft ons de antwoord al gegeven. Al eier als wie vroegen. Zoals hij dat immer deed. En de Bibel van de Samariërs, hoe wir dat? Lees dat nog eenmaal. Corey kijkt om zeker te zijn dat er keine Wachte dichtbij werden. En dan nemen ze een kleine Bibel uit de Tasche, wat zij hadden met dem Gefängnis dan geschmuggeld. Dat wie in 1. Thessalonicher, sagt Corey, als zij nu de Schrift blättert, en dat praste licht, hier ist dat. Treist die de moed verrutscht ist, help de Schwachen, haft mit allem Geduld. Seid du nur, dass keiner dem anderen schlachtet mit schlechten Trägtulen der und streeft immer du nur, gegen Unjähren und der Gaude zu daunen, und dort auch an alle Menschen. Sieht immer Frau, hält an mit Beten, sieht in alle Lagen dankbar, weil Gott dort in Christus Jesus von ihnen verlangt. 1. Thessalonicher 5, 14-18. Du, sagt Betsy, das ist seine Antwort. Sieht in alle Lagen dankbar. Das, was wir daunen können, wir können kurz anfangen, mit Gott zu danken für jeder Denk in diese Häuser. Corey kickt er ganz angläubig an
Dan kijkt ze zich ram in die diestere, stinkige stoel. Zo is woord. Dat we hier taub zijn in Tjan, ziet Betsy. Corrie bijt zich op een lap. Oh ja, Herr Jezus. Ook dat du, wat du in die heen houdt. Corrie kijkt erop naar de Bibel. Ja, dankzij haar dat u keiner ons had ongezegd, als we hier aankomen. Dankzij voor alle vrees hier in deze stoel, wat die nog begegnen worden in deze bladeren. Ja, stem Betsy, dankzij dat het hier zo vol is, weil we hier zo dicht volgepakt zijn, worden veel meer dort hierin. Zij kijkt dan naar de zesde en leert dat zij waren voor wat danken wordt en spoort eraan. Corrie. Ach, hier, dankzij voor de volgestapte, eeuwenvolle, stinkende Mosen Menschen. Dankzij, zegt Betsy ganz geluten, für die Hupsfliehen en für... Dort wird mehr als was Corrie vertrauen kann. Und da redet sie ihre Säste, die man kann sehen, du hast kein Weg, dort so Gott mich kann dankbar merken für eine Hupsflieh. Sie sind alle Lehren dankbar, sagt Betsy zu ihr. Dort schrift nicht, in scheine Lehren, Hupsfliehen sind hierbei, wo Gott uns hat angestellt. Da stünden sie zwischen den Rien baden und sehen Dank für die Hupsfliehen. Aber Corrie dacht dann groß bei sich, dass Betsy wir sicher arg. Als die Werken vorbeigingen, wird Betsy ihre Gesundheit so schlecht, dass eine Stadt dort sein muss, jeden Tag bieten schaffen, wie sei erlaubt, band zu bleiben und stramm zu knetten mit anderen schwerkranken Gefangenen taub. Und sie können gescheit pinklich häkeln und hat ihre Abgabe all gewöhnlich mit Mittag fertig. Und weil sie ihre Arbeit so schön verricht hat sie etliche Stunden Zeit, jeden Tag, um von einem Baden oder das andere zu gehen und der andere Gefangene die Bibel zu lesen. Sie konnten dann ohne uitgefangen worden, weil der Wächter kämen niemals weit in ihr Haus dann. Und ein Abend, als Corrie trein naar het huis kwam, zag sie, wo Betsy schaftig kijken deed. Die zette dat van du besonders Frau bist mit dir selbst, sagt Corrie zu ihr. Weit's wat? Wir haben noch niemals können verstehen, wo wir irgendwie so viel Freiheit haben hier in dieser großen Stube, sagt Betsy von der Stube, wo all die Baden werden werden. Aber, nu weet ik, van der middag wie du een dergelijke onder in onze knetten geroepen, over wat van een grote stremp we knetten zullen. En dan vroegen we onze opzichterin of zij dat wordt komen en dat treistellen. Aber zij deed dat niet. Zij deed dat niet einstaubt durch die der stoppen. En de wachter ook niet. En weißt du waarom? Betsy kon den Jubel en Triumph nicht treihüllen, als zij zegt, willst du hups fliehen? Dat is wat zij zegt, de stoel was rein ganz vol hups fliehen. Corrie dacht trei, na de eerste stunde aan de sloopstoel in dat huis. Zij dacht trei aan Betsy, waar zij haar kop geneigd had, en God gedankt voor die kniepers, wofür Corrie bloß nichts Gutes von sein kann. Was ist eine Hupsfliehen in ons Leben? Woever wie zou je denken, dat er bloß kein Gutes von kommen macht. Gott kann sogar dort im Gouden brücken für uns, wo wir mal rein nichts Gutes an seinen können. Für Corrie ten Boom während der Hupsfliehen. Und sie sagt, wo Gott durch dich für uns sorgen wird. En wat voor omstandigheden moet we zijn, omdat we kan dankbaar zijn. Moet we gezond zijn, en schof geld hebben, of een vrede leven en ohne hups vliegen. Ik wil in bed van 3 delen reden, wo we God verdanken willen. En dat eerste is van God zijn verdoet voor ons leven. Wanneer je in de Bibel met hebben, kan je met mij metlezen in Psalm 145 van versen 13 tot 21. En dit is een van Davids zijn psalmen. Wanneer we van het thema van God zijn verdoet reden kunnen, dat weer David. Hij wird de jongste zijn wat hier vergeten wird. En aan de nächsten moment wird hij de nie gezalfde König. Hij wird de kriegsheld wat de Philister bij de honderden had doodgeslagen. En aan de nächsten moment, da wordt arm naar zijn leven gestohlen. En einen dag zat hij gemütlich in zijn koningspalats en de nächsten dag moet hij
uitkleven für sein ihnen sehen. Aber an all das beschützt Gott am. Und hier sind David seine Wort in Psalm 145 von 13 bis 21. Dien Recht ist ein eeuwig Recht. Und die Herrschaft hört niemals ab. Ab den Herrn können wir uns verlauten. Hij hält alles, was hij versprochen hat, und jetzt mit allem, was hij gemerkt hat, läuft tulich an. Der Herr hält all die Abrecht, die du fallen, und recht die Ungedreckte ab. Alle mans uwen checken nu die, en du jefst aan ter rechte tijd tot eten. Du merkst die hand op en forderst alles wat leeft, dat zij zout en tevreden zijn. Der Herr ist in all seine Wege gerecht, en treuhartig läuft zu alles, was hij gemerkt hat. Der Herr ist all die nu aan, die am aanroepen en all die am een waarheid aanroepen. Hij staat die tevreden die am vechten, hij hiert, wanneer zij schreien en helpt hem. Der Herr werkt over all die am goed zijn, aber de gottloze wat hij alle aanbrengen. Ik wil den Herrn loven, alles wat Udem heeft, immer en eeuwig. Laat alles wat Udem heeft, immer en eeuwig, zijn heiligen Namen loven. Wir sind noch einmal Juts geboren und da jeder rohren los. Wir waren sehr hastig mit Hunger und Weide bekannt. Und für jeder Udem sind wir von Gott bedürftig. Wenn wir uns nicht können auf den Herrn verlauten, da wird er hastig und eng haben mit uns. Er hält sein Versprechen. In der letzten Strophe von Matthäus, sein Evangelium, ist, en verloot je erop, ik zie immer bejunt bij het eind van de wereld, in Matthäus 28, vers 20. En dan als we hoog op een berg van Scheingonen zijn, oder am diesteren Thronentool, Gott ist uns nu an. Wenn wir schwere Tiden durchgehen, jaft er uns die neue Kraft und Mut, durch zu kommen. Vers 14 schreibt, dass der Herr hält die Abrecht, die du fallen, en rechte ungedreckte ab. Wanneer we Gott beleven, dat komt ook vanuit zijn hand. Gott ist die Geber alle gute Gaven. Jakobus Kapitel 1, Vers 17, daar schrijft dat alle gute Sachen en alle vollkommene Gaven komen van boven rauf. Die komen van Vater, die dat licht gemerkt heeft. Hij verändert sich nicht en hij verwechselt nicht dachet mit diestrit. Alle uren checken nu Gott, om van am te rechte tijd eten te krijgen. Die wordt am nu vallen, ook die wordt zijn vriend zijn, ook alle tieren. Alles wat er leeft, is van God zijn hand afhängig, omdat zij zout worden kunnen. Velen hebben in de laatste tijd veel goud gekregen. Gott heeft zijn hand opgemerkt en entdecklich gesehen. Aber für andere, sie fühlen sich bei dem Taubscharen unter die schweren Tiden, was sie belebt haben. Sie sind von dem Weg von ihren Troubles ganz ungedreckt. Gott ist uns, das dalste nu an, wenn wir uns dort Proste fühlen. Wenn wir meist durchbrechen, dann ist dort Gott, der uns abreicht hält. In Vers 18 schrift dort, der Herr ist all die nu an, die am anroepen, all die am in Wahrheit anroepen. En wanneer roept en Gott dat dalste aan, groet wanneer we schwere tijden durchgaan. Verken is de dankbaarheid de eerste stap vanuit onze ongedreckte leeuw uit te komen. Wanneer we nog om leven zijn, dan hebben we Gott voor veel te danken. Van den dag wordt ik geboren, schenkt mij leven en geeft mij odem. Du hast niemals von mir vergeten, ich habe zu leben und schein zu eten, Herr von Horten preis ich die, für die Erbarmen über mich. Das zweite Teil ist für das Geschenk von unserer Radung. Beweist uns Leben, dass wir Gott dankbar sind für seine große Genut. Wir werden jährlich tot und deuten nicht, was Gott von uns verlangt, aber deuten lieber, was uns Fleisch nur ut wir. Von der Tür, wie wir unser Gott sehen in euer. In Epheser 2, Versen 4 bis 10 beschreibt Paulus die Gnade, was wir durch Jesus Christus erfahren haben. Und ich will die Versen hier lesen. Epheser 2, 4 bis 10.
Aber Gott ist so reich und genug. Und er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus taub war zum Leben bracht. Wann wir auch tot in unsere Sünden wären, durch Genug war wir selig. Gott hat uns mit Christus Jesus taub abgewagt und mit einem taub einen Platz im Himmel gegeben. Dass er in die zukünftigen Tiden uns in Christus Jesus beweisen kann, wo vertraglich reich und genug er ist und wo sehr gut er uns ist. Gesandt durch Gott seine Gnade Rat, willst du glauben, dass es nicht durch ihre Worten, dass es ein Geschenk von Gott. Dass es nicht mit Worten, sodass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und in einen Stand versagt, dass wir Gott daunen kennen. Nu soll wir auch durch leben. Unsere Rettung ist ein Geschenk Gottes. Er schenkt uns dort in Gnade, weil er uns so lieb hat. Gott nimmt unsere jährlich tote Säule und macht uns durch Christus lebendig. Und durch das Wort und Kreuz haben wir Vergebung für unsere Sünden. Und durch Jesus sein Abstunden vom Tod haben wir nur eine ewige Zukunft, wo wir immer weiter worden beleben können, wo vertraglich reich und genug er ist und wo sehr gut er uns ist. Gott seine Liebe ist so groß für uns, dass er will uns wir seinen einzigen Sehen für uns Sünder zu schenken, um uns von unserer Sündenschuld zu retten. Wir können uns der Rettung nicht selbst verdienen und Gott schenkt uns die Gnade. Das ist ein Geschenk. Sieh, wie Gott dankbar dafür. Weil wir mit Christus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen. Und dort mehrlich gemerkt, dass wir Gott daunen kennen. Wir sind nicht imstande, unsere Seiligkeit zu verdienen. Aber nur dem, dass Gott uns die Seiligkeit geschenkt hat, merkt er uns fähig, Gott zu daunen. Nu soll uns Leben, das dann auch mit guten Worten bewiesen, dass Gott uns hat von unseren Sünden gerat. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du das beste Geschenk, was du Jaft gekriegt. Unsere Seele ist dann in Gott seine Hände. Das soll uns anspornen, ein dankbares Leben zu führen und don't in was für Umständen wir sein möchten. In Paulus schrift von schwere Tiden in 2. Korinther 4, Vers 17. Und schweret, was wir hier dadurch merken müssen, ist begrenzt und leicht. Dort verschafft uns Wort, was über alle Muten herrlich sein wird und für immer bleiben. Von dem Tag, wo du jetzt raten, meine Säule von ewig verdorben, hältst du mich sicher in deine Hand, meine Sorgen sind dir bekannt. Der Erde traf dir allein, für deine Gnade sei ich Dankschein. Und der dritte Part ist von unserer ewigen Zukunft. Gott hat uns nicht bloß für diese kurze Zeit hier auf dieser Welt gemerkt, aber er hat uns eine Säule gegeben, was für immer bleiben wird. Das Leben ist mal für eine sehr kurze Zeit gehen, wo die Ewigkeit wird sein. Hier auf dieser Welt hat alles in eng. Ein Spruch, was auch gleich ist, das. Alles hat in eng, bloß eine Wurst auf zwei. Was wir sein, alles in das Leben wird einen Tag zu eng kommen. Da wird Gott die gerade Menschen in die neue Welt ernähren, mit dem neuen Jerusalem, und durch, wo wir kennen, für alle Ewigkeit am Danken, Loben und Deinen. Dort wir nicht bloß für diese Welt sind, befinden wir in unserer andere Säule. Die Dinge von der Welt erfüllen uns keinmal. Wenn wir erst was zu holen kriegen, was wir gestrebt haben, ist dort eine falsche Erfüllung. Dort ist ein bisschen aus eine Kirche mit einem Klampje Gelatine oder Marshmallow beschmiert. Da sieht nur, was geschieht, scheint aus, oder es ist bloß ein Klampje Schuim. Wir haben ein Verlangen nach Wort, was ab immer bleiben wird. Und als Christen ist uns der Himmel versprechen. Den merkt Gott reid für all die, was an Jesus Christus glauben. Und diese steht, wird ewig bleiben. Du, wo wir endlich tun, was wir für gemerkt sind. Und dort ist unser Gott von Horten zu deinen. Du, was er in gefallen unhan, und uns Hort, was du mit Frieden gefällt worden. Weil wir uns dann nicht hier und die Dinge, die vergunnen worden, festbringen, aber lieber tun sein, dass wir alles hier brücken, um unseren Gott
nu al te dienen. In de Openbaring, kapitel 21, versen 2 en 3, daar schrijft dat, daar zag ik, Johannes, de heilige stad, tot neer Jeruzalem, van God uit den Himmel afkomen, als een uitgestroomde bruid, ruid voor ihren Mann. En ik hier een luide stem van Himmel zijn, check je mal, nu is God zijn woning, manke mensen. En hij wordt met aantal wonen, en zij worden zijn volk zijn, en God zelfs wordt met aanzenden, en God zijn. Die worden Jesus Christus geloven, haben eine unbegreiflich schöne Zukunft. Wann wir in dit Leben mochten mit Hupsfliehen und allerhand Plagen kämpfen, ist dort doch mal für eine kurze, begrenzte Zeit. Weil wir nicht vergeten, Gott zu danken für diese Hoffnung, die wir haben. Die schönste Wohnung hier wurde nach nichts sein, tegen die himmlische Wohnung, was Gott für uns reitmachen wird. Weil wir unsere Horten nu al für das kommende reitmachen und Gott mit Frieden dafür danken. Von den Tag, wo du warst kommen, um mich von hier nach die zu holen, da wo ich die für immer loben, mein Gott, mein Rader, für deine Goven. Und ich freue mich all dort zu sein, mit Jesus taub in Jerusalem. Wenn wir uns noch einmal wollen tüßig fallen im Himmel, da wollen wir nu mal anfangen, mit zu danken, und zu loben, und zu preisen. Weil es dort ist ein großer Part von was wir im Himmel für alle Ewigkeit tun wollen. Als Paulus im Gefängnis war, in dem Brief an die Gemeinde Philippi schreibt, bemutigt er mit diesem Wort, Freudjend immer im Herrn. Und ich sage noch einmal, freudjend. Philippa 4,4. Eine undankbare Person kann sich nicht freuen. Und Paulus sagt hier, dass wir sollen uns immer freuen im Herrn. Seine Lage im Moment wird nicht sehr glücklich. Und er wird sich nicht immer sicher, als er wird leben, nicht in das Gefängnis kommen. Und er sieht wie freudjend. Paulus lebt diesen Befehl an der Gemeinde aber auch aus. Er wird entschieden, aber sein Hart wird frei. Und er fängt den Brief an mit dem Wort, ich danke meinen Gott, wenn ich an ihn denke. Und wenn ich für ihn alle bete, bete ich für ihn mit Frieden. Philippa 1, Vers 3 und 4. Und um ein dankbares Leben zu führen, braucht das eine Entscheidung. Und dann, wo Gott wer das macht haben, erst du wen immer Wort, was den Mensch unzufrieden machen. Du hast keine Samen Geld, was du eine Dankbarkeit kaufen. Wenn wir mal dann wollen dankbar sein und wenn wir uns noch feilen, da wo wir nicht sehr dankbar sein. Wenn wir niemals dürfen eine Probezeit durchgehen, da würden wir viele Dinge nicht so schätzen, als wir sollen. Weil wir denken du nicht an, was von ein großes Geschenk dort ist, dort wir das haben. Hier in dieser Versammlung sind Söhne, die in der letzten Zeit haben viel Zeit in Hospitalen verbracht. Entweder wegen sich oder ihrer Familien. Ich bin sehr dankbar, dass ich persönlich noch nicht haben dürfen in ein Hospitalbad liegen und kicken, wo langsam die Klagte an der Wand wiedergeht. Aber ich sehe mir sicher, dass die, die dort erfahren haben, sind sehr dankbar, wenn sie erst gesund genug sind, um von dir nach Hause zu fahren. Wenn wer du erst aus dem Hospital warst, aus dem Bad, der Lehrstuhl oder dem Wem besiegen, dann gedenkt ihr viel Dollar an die Guf von der Gesundheit. In Tiden, wo das schwer ist, muss einer die Entscheidung merken, um dankbar zu sein. Wenn wir das nicht tun, da geht das bloß noch schlechter. Auch in Tiden, wenn wir das gut haben, geht uns dort viel besser, wenn wir eine dankbare Einstellung haben. Die dankbarsten Menschen sind nicht die, die das meiste Geld oder gute Gesundheit haben. Aber dort sind gewöhnlich solche, die sich dort gelehrt haben, dankbar zu sein. Wenn sie sich auch nicht immer fehlten. Sie haben die Entscheidung gemerkt, in alle Leben Gott zu danken. Und wenn wir eine dankbare Aussicht haben, dann können wir uns auch immer freuen im Herrn. Und da sind wir wirklich glücklich. Die Weide, was wir in uns Leben erfahren, helfen uns auch denken, dort hier ist nicht unser bleibende Stadt. Unsere Seele haben Verlangen nur einen Platz, wo die ruhig sein kann, frei von Weide, Angst und Dürren. Und der erste Platz, wo wir uns erfahren können, und dort ist, wenn wir in Gemeinschaft sind mit Gott durch seinen Sehen, Jesus Christus. Wie kann diese Friede all nu haben, mang all diese Troubles in dieser Welt?
Wir dürfen hier nicht bloß verängst und hoffnungslos leben. Laatsten Abend, wat hij met zijn jingen taupt weer, als hij hem vastnemen, zegt Jesus deze weer te zijn jingen. Vrede lood ik junt, mijn vrede geef ik junt. Ik geef junt niet zoals de wereld geeft. Lood junt niet dat God beaardigen en verst junt niet. Je hebt mij zeggen gehoord dat ik weggoe, ook dat ik waar terug nu junt komen word. Want je mij goed zijn, wordt je junt te vrijen, dat ik nu voeren go wilst, de voeder is gratis als ik. Johannes 14, 27 en 28. Wenn du diese Friede, die von Gott kommt, noch nicht hast, dann ist die auch angeboten. Du darfst nicht in Angst und Unsicherheit leben. Jesus bietet uns seine Friede an. Und dort ist eine viel größere Friede, als was die Welt anbieten kann. Und diese Friede kann uns auch keiner wegnehmen. In Christus fängt wir Ruhe für unsere Horten. Und wir dürfen uns nicht mehr für alles fürchten. Een ruier hart brengt een vrouwend hart en een vrouwend hart brengt een dankbaar hart. Dankbaar zijn als voor een Christ niet een denk wat hij maar dan durft, wanneer hij zich doen nog feilt. Trein nu de vers wat Corrie te Betsy en die stinkt in de stoel los. Du zegt Paulus, ziet in allen Leeuwen dankbaar. Wils Gott dort in Christus Jesus van jün verlangt. 1. Thessalonicher 5,18. Probeer dit te even. Je dalle wie diesen Befehl in alle Lehren dankbar zu sein und proben zu folgen, je mehr Friede, wo wir in uns Herzen haben. Und je mehr Friede wir in uns Herzen haben, je mehr Friede, wo wir in uns Leben haben. Wenn je nu ook in der dunkle Zeit sein möchten, wo je bloß nicht sein können, wo dort, was Gott von Ried kommen kann, so als Corrie ten Boom, dort einmal jenk mit der Hüpfsfleen im Gefängnis, kijk je drum naar die dingen wat God je al geschonken heeft, omdat je dort trouwen kan. Einen dag waar je terugkijken kan en zeggen, wo God je nu aanweer, sogar in die diestersche Nacht. Wanneer we in zo'n moment willen dankbaar te zijn, da wo wir gehen von einem Platz, wo wir uns unglücklich und durchgeschlagen fühlen, nur glücklich und triumphierend. Wenn wir im Moment in Frieden leben, weil wir nicht vergessen, Gott zu danken dafür, in unsere Lehre brücken, um Gott mit Frieden zu dienen und mit uns Leben zu ehren. Wir können unsere Lehre nicht immer wählen, aber wir können unsere Einstellung wählen. In Kolosser 3 finden wir eine gute Verschrift, wo wir sollen ein dankbares Leben ausführen. Und dit zijn waar Paulus zijn weer aan de Gläubigen. Kolosser 3, 15 en 17. En laat Christus zijn vrede in jullie harten regieren. Gott heeft je toe gewählt, seinen Frieden zu haben, als Lehrer an einen Körper. Und seid dankbar. Laat Christus zijn Wort rechtlich manchen wohnen, belehrt und halb einer den anderen in alle Weisheit, singt von einem dankbaren Hort, Psalmen en geestliche Lieder, Gott zu ehren. En alles, wat je zijn en doen, dood in unseren Herrn, Jesus seinen Namen, durch arm, dank Gott, unseren Vater. Wir sollen in friedlichen Zustand sein, wir sein, in eine dankbare Einstellung haben, und mit Gott sein Wort soll wir gefällt sein. Das soll wir persönlich tun, und das soll wir auch gemeinschaftlich üben. En ook in alle Lehren. Seid in alle Lehren dankbaar. Weil Gott dort in Christus Jesus von jullie verlangt. Dankbaar voor de Gode in mijn leven. Dankbaar voor mijn zin vergeven. Dankbaar, Herr, van harten zie ik dankbaar. Waar we zum Schluss nog beten. Wir loben die, Herr, für deine große Liebe für uns. Wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist unser Halt, wenn wir in einer Not sind. Und du bist dort, von wem alle gute Gaben kommen. Wir beten für all die, die schierbatten durchbrechen sind, und all die Unterdrückte, dass die uns magst abrichten und helfen. Wir freuen, dass du uns magst verhelfen, mit einer dankbaren Einstellung für die zu leben. Und lass alles, was Urem haft, immer und ewig deinen heiligen Namen loben. Das beten wir in Jesus Christus seinen Namen. Amen.